Herzlich willkommen an dem 18. Gebetsabend. Herzlich willkommen auch die online zugeschaltet haben. Wir möchten aufstehen und unseren wunderbaren, grossen Gott ehren und feiern und ihm begegnen heute Abend. Through the unknown, through the wonder, you will lead me through the storm. Go before me and I follow. I will trust in you alone. I know you hold my life, you never let me go. I know you hold my life, you never let me go. Whoa, you are a faithful God. A faithful God. You love me from the start. You are a faithful God. Not giving up. I never give you up, ever. I never give you up, ever. Durch das Dunkel, durch die Fragen, ja, du führst mich durch die Nacht. Deiner Stimme will ich folgen, ich vertraue dir allein. Für immer hältst du mich, du lässt mich niemals los. Ja, ich vertraue auf dich, du lässt mich niemals los. Wow, du bist ein treuer Gott, Ein treuer Gott. hast mich zuerst geliebt. Du bist ein treuer Gott, Ich halte fest. ich halte fest an dir für immer. Ich halte fest an dir für immer. Hoch und tief für immer bei dir. Eins steht fest, ich bleibe in deiner Liebe. Hoch und tief für immer bei dir. Eins steht fest, ich bleibe in deiner Liebe. Hoch und tief für immer bei dir. Eins steht fest, ich bleibe in deiner Liebe. Hoch und tief für immer bei dir. Eins steht fest, du bist ein treuer Gott. Ein treuer Gott. Hast mich zuerst geliebt. Du bist ein treuer Gott. Ich halte fest. Ich halte fest an dir für immer. Ich halte fest an dir für immer. Ich halte fest an dir für immer. Ja, wir halten fest an unserem Gott. Er ist treu. Und wir wollen uns heute einfach zu ihm ausstrecken. Wir wollen unsere Herzen öffnen. Und heiliger, wunderbarer Geist Gottes, komm und wirke du in deiner Herrlichkeit. Wir strecken uns aus zu dir. Komm, nimm Raum. Nimm deinen Raum ein, so wie nur du es tun kannst, Herr. Das ist mein Verlangen, dich zu ehren, Herr. Von ganzem Herzen bete ich dich an. Mit allem, was ich bin und hab,
sollst du verherrlicht sein. Herr, ich geb dir mein Herz, ich gebe mich dir hin. Ich lebe nur für dich, jeden Tag, jede Stunde, mit allem, was ich tu, sollst du verherrlicht sein. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I wait. Lord, have your way in me. Have your way in us, Lord. Herr Jesus, das ist auch heute Abend unser Gebet, Lord Jesus, this is also our prayer tonight, dass dein Wille geschehen kann, that your will be done, dass du deinen Weg gehen kannst mit uns, that you can go the way with us, dass wir deine Absichten besser verstehen dürfen so that we can know what you want to do, und wir es immer mehr lernen, auf deine Stimme zu hören. so that we learn more and more to follow your voice. Denn unser Anliegen ist es, And it is in our hearts dass du verherrlicht that wirst, you will be glorified in uns und durch uns. in us and through us. Amen. Amen. Ganz herzlich willkommen, Very welcome. auch alle, die online dabei sind. Schön betet ihr heute Abend mit uns. Also those that are online, that we can celebrate and worship together. Und ganz besonders begrüßen wir diejenigen, die in Pontresina und Talwil mit uns beten. And we want to also greet those that are in Pontresina and Talwil, that they worship and pray together with us. Und auch heute Abend befassen wir uns wieder mit der Kraft des Heiligen And Geistes. tonight we want to talk again about the power of the Holy Ghost. Der Fokus liegt heute Abend auf den Gaben des Heiligen And the Geistes. focus tonight is about the gifts of the Holy Spirit. Diese Gaben sind ein Bestandteil des Wirkens Gottes in uns und auch durch uns. The gifts of the Spirit are a part of the moving of God in us and through us. Und dabei handelt es sich um die übernatürlichen Gaben, wie sie uns in 1. Korinther 12, 8 bis 10 beschrieben sind. And these gifts are mentioned in 1 Corinthians 12, and it's not about the natural gifts that we have, but the supernatural gifts of God. Und ich gehe kurz durch diese Gaben durch. I just want to go through those gifts. Das Wort der Weisheit, The word of wisdom, das Wort der the word Erkenntnis, of wisdom, knowledge, Glauben, the gift of faith, Gnadengaben der Heilungen, the gifts of healing, Wunderwirkungen, the gift of miracles, Weissagung, prophecy, Unterscheidungen der Geister, discerning of spirits, Sprachenrede,
the speaking of tongues, und Auslegung der Sprachenrede. and the interpretation of speaking of tongues. Auf diese einzelnen Gaben gehen wir nicht näher ein heute Abend. We don't want to go further into those gifts, the several ones. Dazu gibt es gute Bücher im Shop. You have good books in the shop. Was wir uns heute Abend anschauen möchten, sind einige ganz wichtige Grundprinzipien zum Gebrauch dieser Gaben. What we want to do tonight is just that we are looking at some principles, how the gifts are used. Denn anschließend an diese Gaben heißt es in Vers 11, In verse 11 it says then, dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. all these are the work of one and the same Spirit, and he distributes them to each one just as he determines. Gottes Wort macht hier deutlich, The word of God is clear in this, dass der Heilige Geist entscheidet, wer welche Gaben erhält. that the Holy Spirit decides who has which gift. Also wir sind jetzt heute Abend nicht in einem Selbstbedienungsladen oder an einem Wunschkonzert, This is not a delivery shop here, wo wir uns fragen, was hätten wir gerne, that we ask ourselves, what do we like to? sondern es ist der Heilige Geist, der uns die Gabe zuteilt, die wir benötigen. It's the Holy Spirit that gives us the gift as we need it. Zum Beispiel für eine spezifische Situation, in der uns Gott gebrauchen möchte. For instance, for specific situations that God wants to use us. Es ist also der Geist, der zuteilt. It's the Holy Spirit that distributes. Das heißt nun aber nicht, dass wir einfach passiv da sitzen sollen Doesn't mean that we just sit here passively und warten, bis der Blitz einschlägt und Gott uns eine Gabe schenkt. and that Fritz is coming in and that God is giving us the gift. Denn Gottes Wort fordert uns mehrfach auf, The Word of God tells us dass wir uns nach diesen Gaben ausstrecken sollen, that we should yield to the gift of the Spirit, dass wir dafür beten sollen. that we should pray for it. Ja, Gott wünscht sich, dass wir uns nach diesen Gaben ausstrecken, God's desire is that we just yield to the gifts of the Spirit weil wir brauchen diese Gaben, um so zu dienen, wie Gott es möchte. because we believe that we can be used as God's will is. Und ich weiß nicht, was du über diese Gaben denkst. I don't know what you think about the gift of the Holy Spirit. Vielleicht bist du der Meinung, Maybe you think diese gibt der Heilige Geist nur den ganz besonderen Personen, ganz Geheiligten oder Auserwählten. He only gives the gift of the Spirit to certain specific people. Aber vielleicht erkennst du, wie auch wir diese Gaben so dringend brauchen, um Gott so zu dienen, wie er das möchte. But maybe you recognize that God wants to give you the gift of the Spirit as He wills. Und darum möchte ich dich fragen, Therefore, I want to ask you, wann hast du dich das letzte Mal danach ausgestreckt? Hast du den Heiligen Geist gebeten, dich in seiner übernatürlichen Art und Weise zu gebrauchen? when did you last time ask the Holy Spirit about the gifts? When did you yield to the gift of the Spirit? Achten wir deshalb darauf, dass wir hier nicht einfach nur passiv sind oder träge und abwarten. Let's make sure that we are not just passively and wait. Deshalb, wenn ich in die Kleingruppe gehe oder den Gottesdienst, So therefore, when I go to the small groups or into the service, dann bete ich auch, dass der Heilige Geist auf übernatürliche Weise wirkt. so I pray that the Holy Spirit is just moving in a supernatural way, Dass auch ich selber offen bin für diese Gaben, so that I'm open for these gifts, er mich gebrauchen kann. so that He can use me. Und ich habe es schon zum Beispiel im Gebet erlebt, im Gottesdienst. I have experienced that in prayer or in the service. Da kommt jemand auf dich zu, hat ein Anliegen, jemand, den du gar nicht kennst. Somebody comes to you and wants to pray with you, somebody that you even know him or Und her, Gott gibt dir einen Impuls, and God gives you an impulse, ein Wort der Weisheit oder der Erkenntnis. a word of wisdom or a word of knowledge, Und du kannst diese Person auf einen Punkt vielleicht ansprechen oder für etwas beten, and you can pray with that person for something, so wie Gott ihr eben dienen möchte. so as God wants to be ministering to this person. Und auch in der Kleingruppe erleben wir, dass Gott auf diese übernatürliche Art und Weise wirkt.
And we also experience in our small group that God moves with the gifts of the Spirit. Manchmal ist einem das gar nicht so bewusst. Sometimes we are not aware of it. Aber vielleicht kommt jemand 2-3 Wochen später zu dir Maybe somebody comes to you 2 or 3 weeks later und sagt, and he says, hey, das, was du gesagt hast vor 3 Wochen, what you said 3 weeks ago, das hat ganz genau zu meiner Situation gepasst it was just pinpointing to my situation. und hat mir Mut gegeben, mit And it- Gott weiter vorwärts zu It gehen. encourages me and to move on with God. Ein Wort der Ermutigung. A word of encouragement. Nun, für wen sind dann diese Gaben? For whom are these gifts? Ja, du sagst, wenn Gott sie mir gibt, dann sind sie für mich. If God gives me to me, then it's for me. Und auf den ersten Blick mag das Sinn ergeben. Maybe it just makes sense in the first side of the thing. Aber wenn du meinst, dass diese übernatürlichen Gaben eine Bestätigung oder Auszeichnung oder Anerkennung deiner geistlichen Reife sind, But if you think that it's just a confirmation of your maturity, so quasi ein Orden oder eine Belohnung, weil du so vieles so richtig gemacht hast, or you think it's just a medal for me for everything right that you did, dann ist das sehr gefährlich. so it's very dangerous. Die Korinther waren ja auch der Auffassung, The Corinthians thought that too. je mehr übernatürliches Wirken, desto besser, desto geistlicher sind sie. The more the Holy Spirit is moving, the more spiritual we are. Und deshalb musste Paulus sie auch so klar zurechtweisen. So that was also Paul that had to restrain them. Und besonders gefährlich wird es dann, Especially dangerous is it wenn du aufgrund deiner übernatürlichen Gaben when you think according to the gifts that you have, die der Heilige Geist dir geschenkt hat, that the Holy Ghost has given to you, wenn du meinst, du brauchst keine Charakterentwicklung mehr deswegen. so that you think you don't need more development in your character. Denn es ist genau das Gegenteil der Fall. But it's right away the opposite. Je stärker der Heilige Geist dich auf übernatürliche Art gebrauchen kann, The more the Holy Spirit wants to use you in a supernatural way, desto mehr sollte es dein Anliegen sein, auch im Charakter entwickelt zu werden. the more it should be your desire to be developed in your character, Damit du nicht stolz, eingebildet oder überheblich wirst. so that you are not prideful and arrogant. Denn die Gaben des Geistes sind nicht gegeben, The gifts of the Spirit are not given damit du dich anderen gegenüber überlegen oder dich selber besser fühlst. so that you are just looking down at other people or feel better. Sind auch nicht gegeben, damit du andere beeindrucken kannst. They are not given to impress other people. Sie sind dir gegeben, damit du für andere ein Segen sein kannst. They are given to you so that you can be a blessing for the people. Denn in 1. Korinther 12,7 heißt es, In 1 Corinthians 12:7 it says, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Es geht also bei den übernatürlichen Gaben nicht um den, der die Gabe empfangen hat It's not about the person that has the gifts of the Spirit und auf übernatürliche Art wirkt. and is moving in the supernatural. Missbrauche deshalb die Gabe nicht, um So- dich selber groß zu machen. Don't misuse the gifts for yourself to make stand higher than the others. Wenn der Heilige Geist dich mit deiner übernatürlichen Gabe gebraucht, When the Holy Spirit is using you with the gifts of the Spirit, dann soll das dazu dienen, dass der Gemeinde gedient wird. so it just serves that the church is built up. Dass Gott verherrlicht wird. So God is magnified. Wenn du in dieser Haltung dienst, dann If- wirst du auch selber gesegnet sein. So you will be blessed if you just serve in this attitude. Eine gewisse Sonderstellung nimmt dabei die Gabe der Sprachenrede ein. So we see in the word that the gifts of tongues has a special place in the 9 gifts. Bei dieser macht Gottes Wort klar, dass sie für alle Gläubigen gegeben ist. So the word of God says clearly that it is for every believer. Sie ist gegeben, damit wir uns auch selber auferbauen und stärken können. See, it is given so that we can just edify ourselves. Und wenn du diese Sprachenrede noch nicht empfangen hast, If you didn't receive the gift of tongues aber du dir das wünschst, and you desire it,
dann nutze die persönliche Gebetszeit, um darum zu bitten oder mit jemandem dafür zu beten. So you can pray with somebody during the time of prayer. Und für diese persönliche Gebetszeit habe ich euch ein paar Fragen, die ihr mitnehmen könnt. And for this personal prayer time, I have a few questions. Zum Beispiel habe ich den Wunsch, dass ich mit übernatürlichen Gaben dienen kann. Do I have the desire to minister with the gift of the Spirit? Bin ich auch bereit, dafür zu beten? Am I also ready to pray? Was sind meine Gedanken und Gefühle, wenn Gott mich auf übernatürliche Art gebraucht? What are my thoughts and feelings when I minister in the supernatural? Stehe ich in der Gefahr, die geistlichen Gaben für mich zu missbrauchen, oder ist es mein Anliegen, dass Gott geehrt wird? Am I in a dangerous place to misuse the gift of the Spirit, or is it that I want to serve God and magnify God? Und so haben wir jetzt Zeit für das persönliche Gebet. Now we have time for the personal prayer time. Wie immer liegen auch Gebetsleitfäden auf, ihr könnt euch bedienen. You have guides for prayer, and you can take them. Und Gebetsanliegen, entweder um selber ein Gebetsanliegen hier aufzuschreiben oder auch für Anliegen zu beten. You can write down your prayer request, or you can pray with those that are down here Und on the stage. wenn du Gebet wünschst, eben zum Beispiel für die Sprache im Heiligen Geist, dann stehen hier links beim Kreuz Menschen zur Verfügung. At the cross, there are people that pray for you, as I said, if you just wish to have the gift of speaking in tongues. Ich wünsche euch eine ganz gute, innige Gebetszeit mit dem Heiligen Geist. I wish you a wonderful time in prayer.
come to rest. You hold this heart of mine, and you hold my every breath. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Seated in majesty, reigning in holiness. The table is set for me, for you are the living bread. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. And nothing comes close to the Lord Almighty. Nothing as sweet as His love and mercy. Nothing comes close to the Lord Almighty. Nothing as sweet as His love and mercy. Oh, nothing comes close to the Lord Almighty. Nothing as sweet as His love and mercy. Oh, nothing comes close to the Lord Almighty. Nothing as sweet as His love and mercy. Oh, nothing is sweeter than you, Jesus. Oh. Jesus, der Sohn von Gott, ist gekommen, sein Leben zu lassen. Doch auch der Tod am Kreuz verhindert nicht, dass aufersteht. Genialer Gott, so mächtig, so heilig, so wunderbar, Genialer Gott, so selbstlos, so grenzenlos, so treu bist du, Herr. Genialer Gott, so mächtig, so heilig, so wunderbar. Genialer Gott, so selbstlos, so grenzenlos, so treu bist du, Herr.
Jesus, wir danken dir, Jesus, we thank you dass wir einmal mehr dir sagen dürfen, that we can tell you once more wie wunderbar, dass du bist, how wonderful that you are, wie herrlich du bist, how glorious you are. wie sehr wir dich lieben und schätzen. We want to just appreciate you. Wir tun das nicht, weil wir es müssen, We don't do it because we have to, sondern weil es unsere tiefe Überzeugung ist, but just because it is our most deeply conviction dass du so bist, wie wir es gesungen haben. that you are as we sang. Und so wollen wir dich einfach anbeten und dich loben und dich erheben, Gott. We just want to worship you and lift you up. Wir sind dir so dankbar für das Vorrecht, We are so thankful for the privilege dich zu kennen. that we can know you. Amen. 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 Am besten bleibt ihr gleich stehen. You just stay standing. Wir machen jetzt Gruppen zu dritt, zu vier, zu fünf, so wie es gerade passt. We just want to make groups of 3 or 4 Für die gemeinsame Gebetszeit. for the prayer time together. Und wir möchten zuerst beten, dass in unseren Treffen, sei das in den Gottesdiensten oder auch natürlich in den Kleingruppentreffen, noch viel mehr von diesem Wirken, von diesem übernatürlichen Wirken des Geistes geschehen kann. We want to just ask God that He enables us to do and use more of the gifts of the Spirit in our services, in our small groups. Und wir wollen erwarten, dass Gott in Nöte und Situationen durch sein übernatürliches Eingreifen wirkt und dabei uns gebraucht. So we want to also pray that in specific situations that we can be sure of the intervention of God. Beten wir jetzt für dieses erste Anliegen. Just let us pray for these first requests.
Amen. Amen. Dann möchten wir noch für ein weiteres Anliegen beten. We would just want to pray for something further. Und zwar wollen wir beten für geistliche Durchbrüche. We want to just pray for spiritual breakthroughs. Einerseits, dass Menschen sich ganz generell für Gott öffnen. Just that people are open for the Lord. Aber dann kennst du sicher auch in deinem Leben Situationen, wo du schon so lange dafür betest, And you know that from your personal life that you are praying for a specific thing for a long time. du vielleicht schon aufgegeben hast, den Glauben verloren hast. And maybe you have lost your faith and you have stopped praying. Und heute Abend wollen wir beten, dass Gott ganz neu Türen und Möglichkeiten öffnet, And we want to pray that God opens the door damit in diesen Situationen ganz konkret Durchbrüche geschehen. so that in those situations breakthroughs are happening. Amen. Und dann möchten wir noch für ein letztes Anliegen beten. Now we want to pray for the last thing. Wir wollen es nicht versäumen, heute Abend für Kranke zu beten. And we don't want to miss it to pray for people that are sick. Wenn du ein Anliegen hast in der Gruppe, dann betet dafür. When you have something in your group, just pray for it. Oder wenn jemand in deinem Umfeld krank ist und Gebet braucht, Or if somebody is sick in your environment, then pray for it. dann teile es mit und betet für diese Personen. Tell to the group and pray in your group.
Ja, Vater im Himmel, wir beten, dass deine Kraft in einem noch viel größeren Maß offenbar wird. Father, we pray that your power is manifesting in a much greater way. Dass gerade auch in unseren Gottesdiensten Menschen geheilt werden, That in our services people are healed weil du auf übernatürliche Weise eingreifst. because you're intervening on a supernatural way. Wir wünschen uns zu sehen, We wish to see, wie du dich verherrlichst so as you are glorified and durch magnified Zeichen und Wunder, through signs and wonders, damit dein Name bekannt wird so that your name will be manifested und noch viele Menschen an dich glauben. and much more people believe in you. In Jesu Namen. In Jesus' name, Amen. amen. Es war toll, heute Abend mit euch zu beten. It was wonderful to pray with you tonight. Danke, dass ihr da wart Thank you that you have come oder dass ihr online dabei wart. and that you also were online. Wir sehen uns wieder morgen um 19 Uhr, We see each other tomorrow at 7 p.m. auch wieder hier oder online. here or online. Bis bald. See you soon. Kommt gut nach Hause. Have a good trip home.